So, heute haben wir einkaufen in Publix. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich nach dem ganzen Fastfood-Scheiß einmal was Gesundes kaufe. Tomaten für meinen Salat, den ich schon habe, und einen Früchtemix. Und jetzt brauche ich noch ein Müsli. Es gibt ungefähr wie alles andere 1526 verschiedene Sorten. Jetzt nehmen wir wieder einfach mal eins. So, jetzt bin ich wieder daheim. War ich noch beim Publix beim Einkaufen und jetzt gibt es einen Joghurt mit Früchten und einem sauberen Granola. Schauen wir mal, ob ich was Gescheites gekauft habe. Und beim Heimkommen war der Nachbar draußen, den habe ich jetzt gerade noch begrüßt. Wir haben jetzt praktisch auf der einen Seite die Shirley, das ist ja die, die einen Hund hat. Und da haben wir keinen Zaun, und auf der anderen Seite ist dann der Tony und die Michelle, und da haben wir einen Zaun und den hat er gerade sauber gemacht auf meiner Seite. So habe ich nicht Servus gesagt. Die haben zwei Buben, 22 und 19, nichts dabei wird Lilly schade, aber sind im College. Gell? Also macht es gut, jetzt gibt es erst einmal einen Joghurt. So, alles erledigt heute. Gartenschlauch gekauft, gesunde Sachen gekauft, Joghurt gegessen. Auf der Nacht gibt es einen Salat. Und jetzt nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mit Amazon. Am Telefon gewesen, wie zu erwarten war, gibt es Probleme in Landshut mit dem Amazon Prime. Alles wieder umgestellt. Trotzdem haben sie jetzt in Landshut einen fünfstelligen PIN. Und bisher haben wir immer nur einen vierstelligen PIN gehabt. Den PIN haben wir nicht geändert, keine Ahnung. Die können jetzt trotzdem nicht schauen. Ich weiß nicht, wie wir das gelöst kriegen. Wahrscheinlich nächste Woche das Kastel zurücksetzen, wie ja immer. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Community Pool. Der ist quasi am anderen Ende von der Subdivision. Das heißt, ich gehe da 5 Minuten gemütlich durch die Siedlung, was bei dem wieder eigentlich ganz schön ist. Sieht man die ganzen Häuser. Heute sind sie alle ein bisschen fleißig im Garten oder in der Garage, keine Ahnung. Ja, und dann schauen wir mal, wie der Pool ist. Ich berichte. Mir ist Kaut, da ist die Hölle los. Da ist halt ein Cookout, da müsste man 5 Euro zahlen, dann kriegt man einen Burger und Hotdogs. Habe ich natürlich nicht dabei, habe ich nicht gelesen. Wurscht. Jetzt wird einfach nur schwimmen und tue daheim essen. Wasser ist großartig, 1635 Kinder. Wasser hat genau die richtige Temperatur. Ich schätze, im Sommer wird es ein bisschen zu warm werden, aber da geht es praktisch zu wie im Schwimmbad. Aber es sind nicht nur Leute von der Subdivision da. Da ist einmal rundum dran. Wie im Schwimmbad, nur halt unsere Subdivision. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt einen sauren Burger gekriegt, aber natürlich kein Geld dabei. Ist wurscht, ich gehe wieder heim und esse einen Salat. Das war jetzt schon interessant. Das wirklich Interessante ist, dass alle im Umkreis von 5 Minuten zu Fuß da wohnen und jeder mit dem Auto herfährt. Das ist unglaublich, der Parkplatz ist voll. Der Pool auch. Echt ein super schöner Pool, schön groß. Der hat jetzt vielleicht keine 25 Meter, aber knapp bis 20 oder 18 sowas wäre das sein. Und ich glaube, dass wir brutalst viele Kinder im gleichen Alter haben wie vom Louis und auch ein paar im Alter von der Lilly. Also ich hoffe, da lässt sich irgendwie was finden zum Spielen oder Playdates haben, keine Ahnung. Oder zum Schwimmen gehen. Auf jeden Fall kostet bei diesen Temperaturen auf Nacht um 6 Uhr nach der Arbeit noch gemütliche Runden schwimmen. Das ist überhaupt kein Problem. Schaut gut aus. Und wenn die da öfters so einen Cookout machen, dann sparst du praktisch das Kochen, nimmst 5 $, mit und dann kannst du da einen Nudelsalat haben und einen, keine Ahnung, Salat und Bohnen und Scheiße, Burger und ich weiß nicht, Hotdogs, was man halt so hat als Amerikaner, wenn man einen Neighborhood Cookout macht. Also hat super gut ausgeschaut, hat total gut gerochen. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt gehen, weil mein Mann knurrt so. Ich gehe zusammen und ist mein Salat, so schaut es aus. Ein Dankeschön noch an die Monika und den Alfons. Die haben die Initiative ergriffen und haben jetzt praktisch eine Videobotschaft an mich zurückgeschickt. Das hat mich total gefreut. Danke. Was gibt es zum Essen? Einen sauberen Caesar Salad mit Chicken und Avocado. Einen guten.